Heute geht es darum, Dave, echte Freunde. Und ich Yes. möchte ganz am Anfang euch so ein paar Bilder zeigen von unserer Freundschaft. Wir waren sehr oft unterwegs, zum Beispiel in Amerika vor vielen Jahren. Wir haben ein Bild mitgebracht, da waren wir jung, frisch und begeistert. So, Meine Frage ist, wer ist dein Hairdresser? Das war ich selber, genau. Okay. Was ich liebe an Dave, wenn man mit Dave dabei hat beim Reisen, er ist erweckt für Jesus, aber er bringt eine Prise von Verrücktheit rein, die ich noch nie so gesehen habe. Das tut mir mega gut, weil ich bin ja grundsätzlich normal. Dann das zweite Bild war gewesen in Amerika, da gibt es ja die Shopping Mall, und wenn du nicht gut gehen kannst, gibt es so einen Elektrowagen. Niemand hatte den Mut, das zu fahren, bis Dave hat es genommen und es gefahren und hat es gefeiert und er hat noch gewunken, alle Leute in dem Shop. Genau, Ja, weil die Amerikaner getrauen sich auch nicht, dann zu sagen, du solltest das nicht tun, weil die wissen ja nicht, wie ich mich fühle. Ja, genau. Dann das andere Bild, wenn man ein Foto macht, dann ist Dave immer, schau mal an, nicht ich bin nichts, Dave ist so, der ist, also wenn du sagst, Leo ist so, der ist so, da bin ich nichts dagegen im Urlaub, ich verschwinde, ich bin irgendwo da nach der zweiten Reihe Maximum, aber ich liebe das. Und dann, Dave, du hast so einen Einfluss mit deiner Worship, mit der Musik, unser Sohn musste in der Schule einen Promi nehmen, einen Rockstar, und dann hat er dich genommen, Dave, cool. Und das ist eigentlich ein Ritterschlag für dich ganz konkret in deiner Karriere als Worshipper. Ja, voll. Ja. Ja, danke vielmals, Leo. Ich meine, ich kann es nur zurückgeben, die Blumen. Ja. Ich hatte eine Urangst als Kind, und das ist, dass ich ein langweiliges Leben haben werde. Das ist eine meiner Urängste gewesen. Und dann habe ich Leo kennengelernt, und das nächste Bild zeigt auch einen Impression von unseren Motorradtours, die wir oft miteinander unternehmen. Ich habe gemerkt, wenn ich in deiner Nähe bin, dann ist diese Urangst ja gar keine Chance, überhaupt Luft zu holen. Und das hilft mir mega. Das zweite Bild ist von ein paar Wochen, waren wir ebenfalls mit dem Motorrad auf Worship Tour. Und ihr müsst wissen, wenn wir auf Worship Tour gehen, dann ist es nicht so, oh, wo können wir den größten Saal füllen mit der Band und mit Leo, sondern wir gehen an Orte, wo wir Kirchen pflanzen und wo wir Neues zusammen erleben und Gebiete für Jesus einnehmen. Und für mich, Leo, bist du ein Mann des Glaubens. Schon lange, für ganz Europa, glaube ich, wirklich ein wichtiger Schlüssel, den Gott gebraucht in unserer Zeit. Und das bin ich mir mega bewusst. Also du bist mein Freund, aber du bist für mich auch ein Mann Gottes. Applaus für Leo an dieser Stelle. Danke dir. Schön gesagt. Ja, manchmal bist du mit Freunden unterwegs und du bist so nahe, dass du vergisst, was für eine Mission Gott auf das Leben gelegt hat. Und ich habe nie aufgehört, das zu sehen in deinem Leben. Vor dem habe ich großen Respekt. Und das letzte Bild ist auch auf TÜV-Tour. Es gibt so einen Spot, wo wir uns immer treffen. Das ist das Stilferjoch. Wir gehen einmal pro Jahr die Hirschwurst essen. Es gibt eine Hirschwurst. Du bist immer ein bisschen langsam, weil dein großes Motorrad nicht die Kurven raufkommt. Aber wenn du dann auch kommst, irgendwann, wenn ich schon Pipi gegangen bin und die Wurst ist schon kalt, dann können wir dann das zusammen genießen. Genau. Ja. Also genau, die Wahrheit ist ja das Gegenteil. Nichtsdestotrotz, Prediger 4, Vers 9, ich möchte euch diesen Bibeltext vorlesen, dann gehen wir ganz, ganz praktisch ein, wie kann man Freundschaften bauen über mehrere Jahrzehnte. Das ist ja unser Thema heute. Prediger 4, Vers 9 heißt es, zwei haben es besser als einer alleine, denn zusammen können sie mehr erreichen. Du musst eines wissen, eine Freundschaft, wenn du mit Gott unterwegs bist, du bist umkämpft. Der Teufel wird alles unternehmen, um uns zu trennen, um uns zu distanzieren, weil manchem ganz am Anfang denkt man, jeder ist normal. Habe ich bei dir jetzt nie gedacht, ehrlich gesagt. Aber Ja, bis man dann die Person besser kennt. Also in meinem Fall war es dann so, bei dir schon am Anfang nicht so. Und man sagt dann, da bekommst du ein paar Stacheln ab in dem Sinne. Und das heißt mit anderen Worten, am Anfang ist man so begeistert wie eine Ehe, in einer Freundschaft. Man sieht nur der rosarote mit der Brille. Und wenn die Brille weg ist, merkt man plötzlich, oh, das ist Dave, der hat Stacheln und Kanten. Ich umgekehrt auch so. Ich möchte in ein Thema reingehen, das haben wir schon eine Amore gebracht, aber ich möchte es ganz kurz bringen aus der Brille von Freunden. Wenn du eine Freundschaft hast, man hat Hoffnungen, Träume nach Wünsche. Diese Box ist ganz, ganz normal. Das haben wir alle. Wir alle haben so eine Wunsch, Sehnsucht und auch eine Hoffnungsbox, die wir tragen. Und da gibt es Dinge drin, was du zum Beispiel von mir erwartest. ja, zum Beispiel Geld. Also Geld ist ja ein großes Thema bei dir, da sprichst du auch gerne drüber. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann ist auch eigentlich logisch, dass du immer zahlst. Ja. Weil wenn dein Motto ist, blessed to be a blessing, dann möchte ich dir nicht im Weg stehen. Siehst du, man kann auch du kannst jetzt auch eine Serie, die dich getriggert hat, drehen wie Dave.
Ja. Ja, ich denke, was ich zum Beispiel im Putzen, was ich zum Beispiel krass finde, Dave, sein Motorrad ist immer schön gereinigt, das glänzt. Und ich denke mir, woher hast du diese Zeit? Und dann auf der Worship-Tour, während du eine Pause hast, 2 Stunden, ich Krisengespräche führen muss, wegen dem ICF, könntest du auch mein Motorrad mal putzen. Weil das erste habe ich dir sowieso geschenkt. Das stimmt. Merkst du? Stimmt. Merkst du, geht auf das gar nicht ein. Nein. Dann, Leo hat eine wunderschöne Wohnung und als Small Group treffen wir uns sehr oft bei ihm. Aber es macht ja auch Sinn und ich weiß auch nicht so, was ich dann jeweils mitbringen soll. Weil zum Beispiel, wenn wir natürlich nur ein Gläschen Abendmahlwein zusammen trinken, dann, wenn ich selber einen Wein mitnehme, dann es ist es auch nicht auf deinem Niveau, weil du liebst so gute Qualität von Essen und Trinken. Darum habe ich mir gedacht, es ist allen gedient, wenn wir deinen Wein trinken. Darum ist mein Weinkeller ich auch immer leer, nicht wegen mich. Meine Frau hat wieder alles getrunken. Sagen, meine Freunde, die haben Durst. Dann die Uhr, was mir manchmal auffällt, ist einfach, dass dann in den coolen Momenten verbringst du Zeit nicht mit mir. Und dann denke ich, ja, schon gut, auf der Worship-Tour, aber dann nicht mehr. Es ist keine Kritik, nur eine Beobachtung. Ich finde das interessant, dass das von dir kommt, weil wenn ich deinen Kalender anschaue, dann habe ich eigentlich keinen Platz grundsätzlich. Und wenn, dann eben nur auf der Worship-Tour. Immer mit ICF hat das dann zu tun. Du würdest ja nie einfach so auf mich zukommen und sagen, gehst du mit mir mal einen Kaffee trinken? Ja, ist doch... Ja, jetzt hast du es. Ja. So, was ich auch interessant finde bei Dave, also mehr bei Dave, er kann Dinge nicht stehen lassen. Es muss immer alles ausdiskutiert sein. Graue Farbe ist grau. Es gibt auch manchmal eine Grauzone. Kennt ihr eine Grauzone? Die ist grau. Und grau ist auch eine Farbe. Nein, es muss alles immer bis auf das Detail. Ich denke, so viel Zeit haben wir gar nicht beim Aber so wächst Motorradfahren. du ja. So wächst du ja. Ja, aber die Hälfte ist auch okay. Oh, da hat noch was Interessantes drin. Ja. Ein Herz. Das erinnert mich an ein zweites Thema, über das du mega gern sprichst, Sexualität. Aber ich verstehe schon, weil du hast ja grundsätzlich mit Susanna eine Frau, die macht ja auch nie Probleme. Und ihr habt sowieso nie Probleme. Und ihr geht in den schönsten Urlaub. Das muss ja sowieso geigen und alles perfekt sein. Du hattest auch noch nie eine richtige Lebenskrise, wie ich zum Beispiel. Darum ist es einfach für dich, über das zu sprechen. Ich bin auch kein Worshipper. Ja. Ich würde dich auch nicht ins Team nehmen. Ja. Dann ist auch interessant, so die Weltkugel, wenn es um Urlaub geht, so einfach so, dann gehst du immer mit anderen. Ja. Ich sage, es ist nur eine ganz sachliche Kritik. Ja, aber wisst ihr, was ich meine? Das sind so diese Erwartungen. Und was jetzt interessant ist, diese Box eben, die hat eben ein Wort. Das sind so unausgesprochene Erwartungen. Das hast du selber gemerkt. Es ist alles ein bisschen extrem und überspitzt, was wir gemacht haben. Es ist nicht ganz so dramatisch, nur ungefähr die Hälfte. Aber es gibt so Erwartungen, die hat man, die sind nicht ausgesprochen. Das ist eine Erwartung an die Church zum Beispiel, an die Politik, an deinen Boss, an deine Chefin, you name it. Und das bringt man immer mit in eine Beziehung. Und das ist eigentlich wie eine Todesfalle. Und dann denke ich natürlich für mich so, meine Argumente sind viel größer und besser als deine Argumente. Und du denkst dann wieder? Ja, ich denke, ich habe darüber gebetet und ich habe gebetet, dass Jesus dein Herz verändert. Und ich glaube, ich habe den Durchblick, was du ändern solltest. Genau. Und dann irgendwann denke ich, ich hab Schnauze voll. Eine Person nimmt dann diese Box, drückt sie dem anderen in die Hände und sagt, look, ganz ehrlich, du musst. Und der eine, sei mal ehrlich, auch in der Ehe, wie viele Dinge hast du geschluckt? Dann sagst du, am Frieden zuliebe mache ich das einfach. Sonst haben wir immer Streit. Am Frieden zuliebe gebe ich dir, du hast einen Druck und ich habe den Druck nicht mehr. Das ist interessant. Wenn du nicht spust und diese Dinge erfüllst, ja, du bist nicht die einzige Option von Männern, die es gibt auf dieser Welt. Und man sucht sich dann wieder nach neuen Freunden, nach neuen Freundinnen. Weißt du, was ich meine? Und jede Person ist normal, bis du die Person kennst. Und man distanziert sich, man ist frustriert, man ist verletzt, man ist enttäuscht und man ist in einer Todeszone. Hör mal ganz zu. Diese Zone ist so gefährlich, weil
Wenn der Teufel in deine Seele reinkommt, in deine Enttäuschungen reinkommt, siehst du nur noch deine Perspektive, deine Rechte und deine Sachen und das Gegenüber ist immer der Schuldige. Das ist eine Todeszone, wo du nicht hineingehen darfst. Und der andere denkt, ja, merci vielmal, dass ich immer schlucken muss, immer schauen muss, während du einfach deine Optionen gehst. Ja, du spürst ja dann, es gibt so wie gewisse Tabuzonen, wo du einfach nicht mehr drüber redest. Gewisse Themen umschifft man dann großräumig, auch in der Familie zum Beispiel. Politik wird gar nicht angerührt oder der Glaube. Vielleicht bist du mit Familienmitgliedern unterwegs und gewisse sind vom Glauben abgefallen, gewisse nicht. Gibt es einfach so Tabuzonen, weil sobald du über die sprichst, wird die Stimmung so richtig, richtig schlecht und du stehst dann da und erträgst das und irgendwie ist einfach nicht mehr so schön. So, wir haben eine Liste aufgeschrieben, wir hinstellen ganz kurz. Was sind die Gründe, dass eine Freundschaft zerbrechen? Es gibt viele Gründe, zum Beispiel mangelnde Beziehungsfähigkeit. Wenn du merkst, Beziehungsfähigkeit ist etwas in meiner ganzen Familie. Achte mal, es gibt Familien und Ehen, alle in der Verwandtschaft sind geschieden, also nicht verschieden, sondern geschieden. Wie so eine Linie. Fehlende Kommunikation, dass man Dinge nicht sagt. Das ist ganz interessant kulturell. Ich bin ja oft in Deutschland unterwegs. In Deutschland, wenn dich was stört, man sagt das und dann ist das erledigt. Wir Schweizer, wir denken es und fühlen es, sind neutral beleidigt und nach 5 Jahren sagst du, hast mich verletzt. Wir müssen da als Schweizer lernen, auch mal Dinge zu sagen, schon wenn es da ist. Eine unterschiedliche Erwartungen, man hat die Konflikte nicht angesprochen, verletztes Vertrauen. Man hat sich im Leben auseinanderentwickelt, das kann es auch geben. Du heiratest, bekommst Kinder, man hat nicht mehr so viel Zeit. Einfluss von Social Media ist ganz, ganz krass, man vergleicht sich immer in dem Sinne. Fehlende Vergebung und auch Überforderung von Zeitmanagement. Es gibt noch viel, viel mehr Dinge. Aber was wichtig ist, ganz, ganz kurz, man muss diese Dinge wieder in die Box reintun da. Kannst du mir helfen, Dave? Weil das hat eigentlich keinen Platz, weil Erwartungen oder, sag jetzt mal, die unrealistisch sind, zerstört alles. Es geht da zurück in diese Box. Und jetzt gibt es ein wichtiges Thema. Wir müssen diese Hoffnung, Träume, Wünsche muss man nicht begraben. Das sage ich immer wieder. Du musst Wünsche haben. Du musst auch Hoffnungen haben. Aber diese Box geht an das Kreuz. Weil das ist der Ursprung von allem und ich sage jetzt euch warum. Weil wenn ich zum Beispiel mit Minderwertigkeit kämpfe und Jesus füllt das nicht auf, dann wird Dave das spüren. Gib mir Komplimente, sag mir Danke, bring. Kennst du das? Dann kommt die Erwartung dazu. Das heißt, ich muss das bei Jesus ablegen, dass jeder Manko, den ich habe, darf ich nicht in die Ehe bringen. Wenn du deine Mankos in die Ehe bringst, in die Freundschaft mitbringst, viel Spaß für das Gegenüber. Game over, hat verloren. Das heißt, ich muss lernen, in der Gnade von Gott Dave zu begegnen. Und eines, was mir hilft bei diesem Kreuz, ist folgender Satz. Ich sage mir immer wieder, Leo, das ist mein Name, du bist nicht normal. Weil ich denke oft, ich bin normal, alle anderen sind doof. Wer kennt das? Ich denke, ich bin heilig und alle anderen sind... Ich muss dir sagen, Leo, der Erste, der doof ist, bist du. Der Erste, der nicht normal ist, bist du. Also wenn du nicht normal bist, erwarte ich von Dave, dass er normal ist. Also ich nehme eine Position ein, bewusst zu sagen, ich brauche Hilfe von Jesus und das kann Dave gar nicht alles erfüllen. Weil sonst bin ich immer auf der Suche nach neuen Freundschaften. Wir möchten ganz, ganz praktisch euch erklären, wie kann man in 4 Punkte, man kann auch 8 Punkte nehmen, Dave beginnt, wie kann man das ganz, ganz praktisch auch machen, dass man nach 20 Jahren, und wir sind wirklich verschieden, also das glaubt ihr nicht, sollte mal uns sehen, wie wir Fußball spielen. Ich mache es mehr so brasilianisch und er grätscht rein wie die Deutschen. Yes. Also schau, dass wir das ans Kreuz von Jesus bringen, hat zuerst mal mit deinem Herz zu tun und nicht damit, was wir jetzt besprechen, was praktisch wir in der Freundschaft tun können. Aber wenn wir das nicht lösen, dann vergessen wir, dass es auch eben diese geistliche Dimension gibt, dass der Teufel will kaputt machen. Also die Bibel ist voll von Beispielen und du kannst es sicher auch bezeugen in deinem eigenen Leben, dass der Teufel hat ein Ziel, das ist zu zerstören. Und Jesus, Gott liebt es, wenn Freunde einig miteinander unterwegs sind. Aber das hat einen Preis, nämlich, dass ich mein Herz selber immer wieder ans Kreuz bringe, bevor ich nachher all diese Dinge bespreche und tue, auf die wir jetzt eingehen. Aber diese geistliche Dimension in deinen Freundschaften, unterschätze sie nicht, sondern geh mit deinem Schmerz, mit deinem Frust zu Jesus, mit deinen Hoffnungen, Träumen und Wünschen.
Und dann der nächste Punkt ist, sprich aus, was du fühlst und brauchst. Also wenn du das ans Kreuz gelegt hast, deine Erwartungen, Wünsche, Träume, dann geh zu deinem Freund und besprich, was du noch nie gesagt hast. Ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. Ein Feind aber schmeichelt dir mit übertrieben vielen Küssen. Nur weil jemand immer lieb ist mit dir, heißt das im Fall nicht, dass die Beziehung gut ist. Nur weil jemand manchmal ein bisschen mühsam ist, heißt nicht, dass diese Person dich weniger liebt. Und dann gibt es einen wichtigen Grundsatz, vor allem auch für uns Männer, die nicht so gut über Gefühle vielleicht reden können. People don't know what they don't know. Menschen wissen etwas nicht, das sie nicht wissen, wenn du ihnen noch nie gesagt hast, etwas über ein Thema oder wie du dich fühlst oder was du denkst über ein Thema, zu einem Thema, dann wissen sie es nicht. Gesundheit wünsche ich dir. Und darum ist es wichtig, dass du nicht denkst, er müsste doch wissen, sie sollte doch wissen. Wir sind keine Mindreaders und können einander in die Hirn oder in die Herzen schauen, sondern wir müssen uns gegenseitig offenbaren, was in unserem Herz ist. Und das bedingt, dass wir auch Verletzlichkeit zeigen, dass wir das Risiko eingehen, dass wir eben verletzt werden. Und wenn wir von Erwartungen sprechen, da ist die Erwartungsbox, klar gibt es Erwartungen, die sind nicht schlecht. Es gibt gute und gesunde Erwartungen. Ein paar ganz wenige, die habe ich hier mitgenommen. Respekt, Ehrlichkeit, Verlässlichkeit. Das sind so die Basics, über die brauchst du nicht zu verhandeln, ob das gut ist oder schlecht. Weil das möchte jeder auch, dass das zu dir selbst widerfährt. Aber problematisch ist zum Beispiel eben, wenn du das Gefühl hast, mein Gegenüber sollte immer wissen, was ich denke, wenn Leo davon ausgeht, ich sollte doch wissen, dass ich das Motorrad putzen sollte, weil er hat mir mal eins geschenkt. Dann ist das doch eigentlich mega strange, nicht? Könnt ihr ihm das vielleicht noch sagen dann? Genau. Permanente Verfügbarkeit ist ein lustiger Punkt für mich, weil ich habe nie das Gefühl, dass ich irgendeinen Anspruch habe auf Leos Zeit. Aber ich höre immer wieder, vor allem auch bei jungen Mädchen oder Beziehungen, die haben das Gefühl, hey, diese Person verbringt jetzt plötzlich mehr Zeit mit meinem Freund oder meiner Freundin. Kennt ihr das? Und da wird man eifersüchtig. Hey, die Person gehört dir nicht, sondern die Person, die kannst du investieren, kannst du Qualitätszeit verbringen, aber du musst sie auch wieder loslassen. Dann ist es wichtig, dass du diese Wünsche kommunizierst, die du hier abgegeben hast, aber du kannst sie trotzdem äußern. Du musst darum nicht sagen, Gott, kannst du bitte Leo sagen, dass er für mich ein neues Motorrad kaufen soll, weil das andere ist langsam in die Jahre gekommen. Genau. Ich kann zum Beispiel sagen, Leo, ich wünsche mir, dass du für mich betest. Leo, ich wünsche mir, dass du mich anfeuerst, ermutigst. Also wenn ich zum Beispiel einen neuen Song veröffentliche oder vor ein paar Monaten mein erstes Buch geschrieben habe und veröffentlicht, dann war ich unsicher, ist das überhaupt clever? Jetzt trampe ich noch in seinen Garten, weil der eigentlich schreibt ja eher Bücher, da ist eine klare Linie und plötzlich überlappt sich gewisse Dinge und dann hilft es mega, diese Unsicherheit wegzumachen. Leo gibt mir dann Sicherheit, wenn er mich anfeuert und nicht einfach sagt, ja, wenn es unbedingt sein muss, schreib mal ein Buch, ist aber nicht so cool, sondern er hat einfach mich angefeuert in ihm drin und mich ermutigt, das zu tun. Freunde, du kannst auch sagen, ich wünsche mir, dass du mich korrigierst. Du kannst jemandem die Erlaubnis geben, dass er oder sie in dein Leben reden darf. Das ist extrem wichtig. Und kannst fragen, was brauchst du? Leo ist sehr gut darin, ab und zu wieder zu fragen, Dave, was brauchst du denn? Komm nochmals auf diesen Punkt zurück, weil niemand von uns kann in das Hirn von jemandem anderen schauen, sondern du musst dich selbst offenbaren, was du vom Gegenüber wünschst. Wow. Also man merkt, du hast das Buch erwähnt, das ist mega wichtig, wenn mich Leute, ich höre manchmal diese Frage, ja, was ist, wenn jetzt deine Frau oder Dave, Leute, ich mache jetzt eine Box auf, was ist, wenn die berühmter als du werden? Sage ich, ja und? Sollen sie? Ist doch nicht ein Problem für mich, weil Gott schreibt meine Geschichte mit mir und ich bin der Größte, der die Leute anfreut und sagt, gut, dann wird meine Frau arbeiten und ich bin zu Hause. Weil das spielt keine Rolle, man muss einander anfeuern. Der zweite Punkt ist, was ich wichtig finde, ermutigt euch, nahe bei Jesus zu bleiben und ihn über alles zu lieben. Das ist mein tiefster Wunsch, den ich habe. Nicht nur, dass wir gute Motorradtouren haben und Tourneen und all diese Dinge. Ich wünsche mir, dass Dave den Lauf mit Jesus vollendet. Das ist mein tiefster Wunsch in meiner Freundschaft, dass Dave am Ende von sagen kann, danke Leo, du hast mir geholfen, ich habe den Lauf vollendet.
Also muss man nur Freundschaften haben, die Christen sind, ja und nein. Ich sage immer, zeig mir deine 3 besten Freunde, Freundinnen und ich sage dir, wo stehst du in 5 Jahren. Meine Perspektive ist, schau Dave an, so bin ich in 5 Jahren. Ja, ganz ein einfaches Beispiel. Menschen, die nicht gläubig sind, sind auch coole Leute, aber die werden dich geistlich nicht supporten. Und ich brauche Leute, die mir helfen, geistlich unterwegs zu sein. Prediger 4, Vers 11. Wenn 2 in der Kälte zusammenliegen, wärmt einer den anderen doch auf. Wie soll einer alleine warm werden? Und es ist mein tiefster Wunsch, den ich habe, Dave ist nicht der einzige Freund, by the way. Ich hab ein paar Freunde. Und ich habe diesen Wunsch, dass wir zusammen den Lauf vollenden. Ich habe zu viele Leute gesehen, hochbegabt, hochcharismatisch, hoch finanziell, was auch immer. Und irgendwann straucheln sie. Es gibt 3 Punkte, wo Menschen straucheln. Sexualität, Finanzen, Stolz ist auch Minderwert. Diese 3 Dinge sind ein Klassiker. Und ich habe mir vor vielen Jahren überlegt, was gibt es für ein Modell von einer Freundschaft, wo ich auch die Freundschaft mit Dave leben kann, wo Menschen den Lauf vollendet haben. Weil ich bin es satt, man hört jede Woche wieder ein News, die haben was falsch gemacht und Bethel hat falsch prophezeit und Hillsong hat das falsch gemacht und die haben das falsch gemacht. Kennt ihr alle diese Themen von Pastoren, von Kirchen, die was falsch machen? Ich habe mich noch entschieden, nicht eine Person habe ich mich jemals beschäftigt, was haben sie gemacht. Ich schaue nicht auf das, was Menschen falsch gemacht haben. Das ist nicht mein Level. Es gibt einen Mann, der ist Billy Graham und seine 3 Freunde. Billy Graham hat vor vielen Jahren das Ministry angefangen, hat gepreacht around the world und hatte 3 Freunde. Und diese 3 Freunde haben gesagt, wir beginnen den Dienst zusammen, wir bleiben Freunde zusammen und wir enden den Lauf zusammen in Jesus. Das ist mein Vorbild, wo ich mich daran orientiere und alle an den Shitstorm interessiert mich nicht. Und was sie gemacht haben, sie haben ein Manifesto aufgeschrieben, sie haben gesagt, 4 Dinge sind uns wichtig. Wir sind im Umgang mit Finanzen klar und deutlich. Sexualität, Reinheit. Wir haben eine Frau, wir flirten nicht rum. Wir sind nie allein im Fahrstuhl mit einer Frau. Wenn wir kommunizieren, ist 3 und nicht 2 und nicht 4. Wir sind auch respektvoll zur Kirche. Und als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, das ist meine Grundlage von Freundschaft. Also nicht nur einfach, ich habe gute Freunde. Das Gleiche machen wir auch im ICF Zürich für alle, die angestellt sind. Es gibt im ICF Zürich einen Ehrenkodex. Vielleicht hast du von dem schon gehört. Wenn du bei uns arbeiten willst im ICF Zürich, die Löhne und Finanzen sind klar definiert. Niemand bereichert sich an den Finanzen der Church. Das haben wir etabliert aufgrund von Billy Graham. Das heißt, du kannst spenden und zu wissen, die werden kein Motorrad kaufen können wegen deinen Spenden oder weil du nicht spendest. Gesundheit und Sexualität ist ein hohes Maß in unserer Church. Wir sind nicht süchtig und Sexualität sind wir rein in der Ehe. Macht und Kompetenz bedeutet, unsere Begabungen, die wir haben, missbrauchen wir nicht für unsere Zwecke. Und 4, wir sind glaubwürdig und auch integer. Jetzt denkst du, was hat das zu tun mit Dave und mir? Ich habe das Gleiche genommen für Dave und für mich. Ein Beispiel. Wir sprechen über unsere Finanzen. Wir sprechen darüber, wie gehst du um mit dem 10., mit dem Reach Commitment, wie machst du das, wo investierst du? Wir tauschen unsere Investments aus. Wie kann man investieren? Dave fragt mich immer wieder, wie geht's in deinem Sex, in deiner Ehe? Kann ich sagen, geht dich doch nichts an. Unter meiner Bettdecke mache ich, was ich will. Nein, er sagt, Leo, es spielt mal eine Rolle. Er fragt mich auch zum Beispiel, wie gehst du um mit deinem Einfluss? Ich bin ein Mann, ich habe Einfluss. Ich kann hingehen, wo ich will, Leute kennen mich. Es gibt keinen Ort, wo ich hingehen, wo mich Menschen nicht kennen. Das heißt, alle kennen mich. Und Dave fragt mich, wie gehst du, wenn dich alle kennen? Sage ich, ja, manchmal gut und manchmal schlecht. Wir sagen, wir werden immer übereinander positiv reden. Mit anderen Worten, Dave fragt mich, wie läuft es mit deiner Ehe, mit dem Sex? Schaust du Pornos? Wie ist das mit der Selbstbefriedigung? Denke ich, Dave, schau doch für dich selber. Und jetzt wird das ganz ein bisschen, Moment, ich spüre das ruhig. Weil meine Frage, die ich euch und auch Dave stelle, hast du einen Menschen, wo du Rechenschaft ablegen kannst? Hast du Menschen, die haben den Schlüssel bekommen, Fragen zu stellen, die sonst niemand stellen kann? Dave hat diesen Schlüssel. Wenn er zu mir sagt, Leo, du überbordest irgendwo, dann höre ich hin. Ist nicht einfach ein Feedback, sondern er hat den Schlüssel. Weil mein Punkt ist folgendermaßen, der Teufel hat Zeit. Du kannst 30 Jahre sündlos, sage jetzt mal, leben. Du weißt, was ich meine, wenn ich das so krass ausdrücke. Er kann warten bis dem Moment und er stellt dir ein Bein, du bist 80 Jahre und bist gefallen. Und ich möchte in meinen Möglichkeiten alles unternehmen, dass du, Dave,
den Lauf mit mir zusammen vollendest. Das ist mein tiefster Wunsch, den ich habe. Die Bibel sagt, wer meint, der stehe, passe auf, dass du nicht fällst. Und viele denken, ja, das ist doch gar kein Thema. Doch, bei allen ein Thema. Und meine Frage ist, wer hat den Schlüssel in deinem Herzen? Dave hat diesen Schlüssel und ich umgekehrt bei ihm auch immer wieder. Das ist eine Sache. Wer hat das Recht, dir was zu sagen? Und sagst du, nur Jesus. Sonst können wir alle den Buckel runterrutschen. Es ist eine dünne Welt, weil die Bibel sagt, dann läufst du und du kämpfst alleine. Und das andere, Dave, der dritte Punkt, den wir noch bringen möchten. Ja, heißt, tragt einander durch die schweren Zeiten. Und im Prediger 4,10 steht, stürzt einer von ihnen, was ja auch passieren kann und was auch passiert, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Also weißt du, ich finde es ja mit Dave mega cool unterwegs zu sein, wenn es ihm gut geht. Ja. Aber der Typ ist nicht immer gut drauf. Nein. Das ist mein Punkt. Ja. Freunde sind cool, solange sie cool sind. Aber wir alle gehen noch eine Krise, die kann länger dauern, als du denkst. Dann sind Freunde auch Freunde. Also, was wolltest du sagen? Bist du jetzt verrückt auf mich, oder was? Nein, ich wollte es klar machen. Genau, nein, also es ist tatsächlich so, dass diese Krise, viele von euch kennen meine Geschichte, dass Tanja und ich strugglen zu Hause nicht, weil wir es nicht gut hätten miteinander, sondern weil Tanja eine chronische Krankheit hat seit Jahrzehnten. Und das ist nicht immer einfach zu handeln, gerade wenn es den Bach runtergeht, wie es die letzten 2 Jahre ging. Und dann hat Leo mir immer wieder nachgefragt, wie geht es? Was brauchst du? Das ist eine mega wichtige Frage, weil nicht jeder oder jede braucht dasselbe in einer Krise. Gewisse Leute wollen ein bisschen in Ruhe gelassen werden, gewisse Leute brauchen ein wöchentliches Update oder Kaffee-Date oder was auch immer. Und wenn wichtig ist, dass du abklären kannst, abtasten kannst, das heißt, ja, wir sind keine Mindreaders, aber du kannst trotzdem dein Gegenüber auch mal fragen für ein Update. Oder, was ich auch oft tue, ist selber ein Update geben. Also auch im Job, wenn ich zum Beispiel vor ein paar Jahren hatte ich plötzlich mehr Verantwortung und bin in Dinge reingewachsen, wo ich null Ahnung hatte, wie ich das handeln soll. Und da kommt auch noch dann ein Rollenkonflikt dazu, weil wir sind ja nicht nur Freunde, er ist auch mein Pastor, er ist auch mein Leiter. Und das immer wieder zu jonglieren, ist nicht immer so einfach. Aber wenn ich ihm dann sage, hey Leo, ich bin gerade ein bisschen dünnhäutig, weil es ist ein bisschen viel zu Hause, ich habe eine neue Verantwortung hier und jetzt hast du mir das gegeben, ich weiß nicht, wie ich das handeln soll, du musst mir helfen. Dann weiß er, wie er mir helfen kann, was er zu tun hat. Also frag auch um ein Update nach, wenn keins kommt, aber gib auch selbst Updates, damit du der Person, deinem Gegenüber eben helfen kannst, dich einzuordnen. Weil wenn ich einfach scheiße drauf bin, aber er versteht nicht warum, dann wird er es wahrscheinlich missinterpretieren. Und es ist ja auch gar nicht an ihm zu spüren, wie ein Spürhund, wie es mir geht. Also merkst du, es hat mit Ehrlichkeit, Transparenz, Werte, Rechenschaft, wir sprechen von diesem Level, tiefer gehen wir gar nicht. Du bist solange mein Freund, meine Freundin, solange du meine Wünsche bedienst. Das ist keine Freundschaft und das geht ganz, ganz tief. Und ich möchte enden, man haltet zusammen und man schützt einander. Es ist auch wichtig, dass man eben auch eine Freundschaft länger plant und denkt. Unsere Freundschaften, auch die Angestellten im ICF Zürich, die meisten sind 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre da. Wir bauen nicht einfach Church so ganz kurz als eine Webbring. Wir sind eine Familie, wir sind ein Team. Belgier 4, Vers 12 heißt, einer kann leicht überwältigt werden, doch 2 sind dem Angriff gewachsen. Man sagt ja auch, ein Seil aus 3 Schnüren reißt nicht so schnell auseinander. Wir haben Gott in der Mitte, dann bist du und ich und wir sind in einem geistlichen Kampf drin. Freundschaften, Ehen, Familien sind ein geistlicher Kampf. Wenn der Teufel es fertig bringt, christliche Freundschaften und Ehe zu zerstören, hat er so vieles zerstört. Was ist das Fundament einer Church, einer Nation? Was bedeutet das ganz konkret für mich? Bedeutet das kannst du ganz kurz in die Mitte machen, das haben wir nicht geübt, aber du bist sehr gut in Improvisation. Sondern was ich bin für Dave ein Schutzschild. Also wenn du zum Beispiel in meiner Gegenwart negativ über Dave sprichst, dann stehe ich hin und sage, stopp. Er ist mein Freund. Ich bin sein Schutzvorhang. Und wenn es Dinge gibt, die Dave falsch gemacht hat oder umgekehrt ich auch, ich beschütze das, was heilig ist.
Aber manchmal gehen wir um, als können Leute über den Dave hinwegfahren, wie sie wollen. Sie können über mich hinwegfahren, wie sie wollen. Kannst du nicht, weil vor mir steht Dave, wenn du negativ für mich sprichst, aber nicht im Angesicht von Dave. Weil er steht hin. Und dann gibt es die Momente, wo Dave die Hände erhebt. Weil jeder von uns hat geistliche Kämpfe, die niemand sieht. Kennst du die Momente, wo du alleine zu Hause bist, du hast die Kämpfe von deinen Gefühlen? Soll ich nochmals eine Runde gehen mit meiner Frau, mit einem Mann? Hast die Schnauze voll von den Kindern, von Gott, von diesen Dingen. Das ist der Moment wie Mose, wo dein Freund die Hände emporhebt und beginnt zu beten. Für Leo, für Dave, für Michi, für René, kann es meine Freunde auch aufzählen. Und ich weiß, ich habe einen Duschvorhang. Ich habe auch jemand, der für mich geistlich kämpft, damit wir den Lauf vollenden. Manchmal denken wir müssen einander immer die Wahrheit sagen. Nein, manchmal muss man nicht immer alles, aber man kann für alles immer beten. Wir haben eine Frage, die wir ganz kurz noch stellen wollen, und sie ist auf der LED-Wand. Echte Freunde ist die Frage, wer sind deine engsten Freunde oder Freundinnen? Und wem gibst du die Erlaubnis, dich zu korrigieren und zur Rechenschaft zu ziehen? Und das ist unsere Frage, weil ich will den Lauf vollenden. Es gibt nichts mehr, von dem ich Respekt habe, und ich habe zu viel gesehen. Je älter du wirst, hast du auch vieles gesehen. Aber ich habe zu viele Leute gesehen, vom Glauben abzufallen. Aus Stolz, Minderwert, Rechthaberei, Finanzen, Sexualität. Und ich will es nicht. Und ich will, und das meine ich im Ernst, dass meine Freunde wie Billy Graham sagen können, Jesus, das sind die 3. Da ist das Paket. Wir waren nicht perfekt, aber wir haben diesen Lauf vollendet. So, Vater, ich bete heute für uns alle. Du kennst unsere Geschichte, du kennst unsere Erlebnisse, die wir bis jetzt schon gemacht haben, im Bereich von Familie, von Ehe, von Freundschaften. Auch da, wo Dinge zerbrochen sind oder Dinge sich auseinandergelebt haben, weil einfach die Lebensphase sich verändert hat. Aber ich bete heute speziell für mich. Hilf mir, eine echte Freundin, einen echten Freund zu sein und zu werden. Weil Jesus hat gesagt, es heißt im Alten Testament, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Das kann man eigentlich auf die Ehe, auf die Freundschaft, auf die Kirche, auf jedes Element nehmen. Und wir bitten dich jetzt auch, Jesus, dass du diese Kiste nimmst, die wir zu dir ans Kreuz bringen. Ich bete für alle, die Frust haben im Thema Freundschaft, weil Dinge zerbrochen sind, weil es nicht so gegangen ist, wie du gedacht hast, weil du hintergangen wurdest, wirklich richtig gemein und fies, und dein Herz hat sich verschlossen. Und ich bete, dass Gott jetzt kommt mit seinem Öl, das so aufträufelt, und ich sehe, wie Öl einfach rüberfließt und das wieder geschmeidig macht. Und ich bete für dich, dass du deine Themen ans Kreuz legen kannst und abgeben darfst, deine Verletzungen. Und wenn es jemand gibt, der weiß, wie es ist, wenn sein Herz gebrochen wird von seinen Freunden, ist es Jesus, der am Kreuz hing und für dich bezahlt hat, damit du diesen Frust überwinden kannst und dein Herz wieder neu öffnen kannst für Freundschaften. Es gibt einen Bibeltext, mit dem möchte ich auch in die Worship leiten, der bewegt mich immer, weil das ist das gleiche Beispiel in der Ehe, in der Kirche, in den Freundschaften. Es ist so, du weißt, es ist so zerbrechlich. Es braucht so wenig, und was du aufgebaut hast, kann in einem Moment kaputt sein. Du weißt, was ich meine. Es ist nicht nur Ehebruch, das ist nur ein Teil. Und Jesus hat gebetet, bevor er in den Himmel ging, hat gesagt, Jungs, bleibt in der Einheit. Denkst du, ja gut, das kann man schon sagen, wenn man geht. Aber Jesus hat mit dem sagen wollen, du musst was unternehmen.
Und eine Einheit bleibt nicht einfach automatisch eine Einheit. Viele sagen, ja, im ICF hat so gute Leiter, darum seid ihr eins. Das stimmt nicht. Man muss dafür kämpfen. Man muss investieren. Aber man muss auch die Hände emporhalten und sagen, Teufel, hier ist eine Linie. Der Geist der Uneinigkeit kommt da nicht rein. Der Geist vom Stolz hat keinen Platz. Der Geist von Missgunst hat doch keinen Platz. Ja. Wenn er durch die Decke geht, ich war in Penang in Malaysia, ich war am Meer und habe da einen Drink genommen und plötzlich, das war vor 10 Jahren, kommt aus der Box Dave Cool. Mir ist fast der Cocktail auf den Boden gefallen. Und ich habe ihm gesagt, Dave, sogar in Penang, Malaysia, in dieser Drecksbar, wo ich jetzt bin, kam dein Lied und ich habe mich für ihn gefreut. Du freust dich für alles, was Gott das Gegenüber segnet. Weil wenn es um Dave gut geht, geht es mir auch gut. Geht es ihm beschissen, habe ich auch ein Problem. Ich möchte mit dem sagen, Leute, lasst uns für Einheit, für Kämpfen, beten, die Hände emporhalten, dass der Feind das nicht stiehlt, was Gott für dich bereithält. So, ich lade euch ein, live, online, Microchurches, auch ICF Mittelland, ganz kurz aufzustehen. Und was wir jetzt machen, ist nicht einfach, ja, wir haben noch 10 Minuten auf der Uhr, es ist langweilig. Nach der Predigt kommt immer ein Worship-Song. Weißt du warum? Du bist jetzt berührt. Mit diesem Gefühl gehe ich in die Worship. Und die Band leitet mich. Und das ist eigentlich der Moment, wo Jesus heilt. Wo Jesus vergibt. Nimm das immer als Moment, wo du dein Herz hinhältst, Jesus. I need you. Was immer der Song ist, ich klicke mich da ein und ich halte ihm das hin. just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire.
Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass die Predigt dir geholfen hat und du viele Dinge auch für deinen Alltag umsetzen kannst. Wir würden wirklich gerne mehr von dir erfahren. Vielleicht hast du Fragen, was beschäftigt dich? Dann besuch uns doch auf unserer Homepage icf.ch/connect. Dort erfährst du auch, was uns als Community eigentlich ausmacht. Alles, was du hier siehst, hat zu tun. Viele Volunteers, sie haben ihre Talente investiert, ihre Zeit investiert. Auch ganz konkret Finanzen, weil ohne Finanzen ist das alles gar nicht möglich. Ja, und das hier ist unsere Einladung an dich, Teil von diesem Großen zu werden, was Gott tut, auch mit deinen Finanzen, weil es ist so viel Technik, es sind so viele Investments, die wir machen, dass das alles möglich ist. Und mit deinen Finanzen kannst du da einen Unterschied machen. Und noch eine kleine Sache. Abonniert den Kanal, macht einen Daumen hoch, schreibt was in den Kommentar rein, weil es wird uns helfen, dass Leute plötzlich von dieser Sendung hören, weil wir wollen ja die beste Botschaft rausbringen an Menschen.